Ich wollte das Commentary jetzt noch kurz in einem Beispiel auf. Ich spiele jetzt Black Ops 2 Meltdown und dort hat es doch das Kernreaktor-Dings, also da wo so Maschinen oder Sonde. Und dann, ich bin 1 oder 2 vor Orbital. Die UAV ist online und auf beiden Seiten hat es so Leiter, die man hochklettern kann. Ich liege vor die Leiter an, weil ich gesehen habe, dass einer in die Luft geklettert und das Killen, jetzt bin ich 1 vor Orbital. Ich habe gesehen, da unten gammelt noch einer rum. Ich also, okay, easy, killen mit der, habe ich Orbital, nachher haben Swarm wieder Gameplay oder irgend so etwas, darf guten Score. Ich komme dort runter und etwa in der Hälfte fange ich an zu schiessen. Auf den dort. Und ich stirb. Weil anders passt, was dort unten steht, Schild vorne hat, Fast Hands als Perk. Und dann, sobald ich unten gelandet bin, sobald mein Fuß am Boden ist, bekomme ich sein Wurfmesser in mein Bein und ich verrecke 1 von Orbital. Ich bin so, also die ganze Killcam angeschaut, er steht nur dort, ich komme runter, er schießt, ich bin tot. Ich spawn und bleibe einfach mal 10 Sekunden stehen im Game. Ich habe den Controller angelegt und dann dachte nein, jetzt darf ich nicht ausrasten, jetzt darf ich nicht schreien. Einfach ganz ruhig. Scheiß Situation, aber es geht weiter. Ich spawn, laufe wieder in die Gegend dort hinten. Der andere hat das Schild aufgestellt, hat meine Waffen aufgenommen und Herd glitscht dort hinten dran. Und ich stirb, weil er dort Herd glitschen steht. Ich habe mit der Party gesehen, mit dem Erz und mit einem anderen Kollegen. Ich habe dann das Herz gemutet und ich habe geschraubt. Das glaubt ihr nicht. Der andere killt mich einfach zweimal so richtig unnötig. Ich check nicht, wie Leute so spielen können. Ich begriff es einfach nicht. Das ist so asozial. Ich meine, das Game das spielt man, weil es Spaß macht. Und nicht irgendwie, geil, gehen wir bei den Leuten nerven, yes, sind kurz vor Orbital. Spielen wir Schild, am besten noch Kimbo oder B23R als Secondary, dass man ja alles Leben kann schwer machen kann. Nein, Mann, ich begriff es einfach nicht. Ja, das war kurz wichtig für das Thema Aggressionen im Gamen, wie ihr vielleicht schon alle bemerkt habt. Kurz zum Gameplay. Es ist vom Edge gespielt, Herrschaft auf Hijacked, MP7, Schaft und Schalldämpfer, B23R als Secondary, Syntax und Concussion-Granaten als Ausrüstung. Er spielt Orbital, Lodestar und Swarm. Lodestar hat jetzt gerade rausgehauen, Swarm schon rauskam. Als Perk spielt kugelsichere Weste, Hardliner und Taktikmaske. Der Endscore ist sehr nahe um 100 plus, aber weil es in diesem Gameplay ein paar Situationen hat, wo er kurz vor seinen Streaks stirbt, ist es kein 100 plus war. Was er Gegner dazu hat, Skill auch, aber ja eben. Die Situationen, wo dann einer richtig Rage hat. Zu dem kommen wir dann später. Obwohl, eine Situation, die wird jetzt gerade kommen. Er haut da Orbital raus und er sieht dort Gegner. Er weiss, er kommt. Er liegt am Boden und schießt. Er schießt als Erster. Seine Schüsse treffen die Gegner. Aber er hat irgendwie P23R und schießt ihn ab, während er am Boden liegt, obwohl er die ersten Schüsse hatte. Und dann ist wieder kurz vor Lodestar und vor Swarm. Und so Situationen, die machen dich einfach so aggressiv, wenn du am Gamen bist. Klar, es ist nur ein Spiel und man soll sich nicht so aufregen und so. Aber wenn man sich gewöhnt ist, dass man hohe Scores reißt, also hier auch. Er ist fragt nach, im Secondary läuft um eine Ecke und kaum ist um eine Ecke, ist dann. Also eben, es ist nur ein Game und so, aber wenn man sich eben gewohnt ist, dass man hohe Scores reißt, dass man fast in jedem Game Swarm-Hunde erreicht und dann so weggeholt wird von den Gegnern, die so dumm rumcampen. Oder irgendwie Kamera, wenn sie rumlegt. Das lässt dich einfach mal ragen, wenn du ein bisschen Erfahrung im Game hast. Und das ist einfach nicht schön. Ich habe wegen MW3, eigentlich wollte ich von dem gar nicht anfangen,
Aber ich habe wegen MW3 schon mein Gamer-Headset, das ich für 100 Stutz gekauft habe, an den Arsch gemacht. Die Situation war so, da ist auch die Streaks wieder aufbauen. Also wenn du bei den höchsten Streaks bist, das wird ganz unten angefangen hat. Ich habe auf AC gespielt, habe schon eine draussen gehabt, bin kurz vor der zweiten gewesen. Dann bin ich so am gegnerischen Spawn, laufe um. Und Herrschaft ist gesehen, angemerkt, Herrschaft. Der Gegner spawnt 2 Meter hinter mir. Mit seiner Flagge. Und er sieht mich, er verschrickt, Panic Knife und ich bin down. Nein. Ich habe mein Headset abgezogen, also an einem Hörer gehabt und habe es an die Wand, die neben mir gesehen ist, richtig angebratscht. Das eine Hörer ist abgehängt, ich konnte es nicht mehr brauchen. Im Nachhinein habe ich es bereut und seitdem habe ich nicht mehr, wirklich nicht mehr gross MW3 gespielt. Das ist das grösste Scheiß-Game, das je erfunden worden ist, man. Da game ich alles andere lieber, da game ich lieber Winnie Pooh, aber nie mehr Scheiß MW3. Wir haben es einmal wieder angelangt, vor kurzem, irgendwie vor 5 Wochen, und so haben wir nicht gewusst, was wir gamen sollen. Alle haben sich schon aufgeregt gehabt, Black Ops 2, wie es gelaufen ist, darum haben wir das Game gewechselt. Und dann kommen MW3. Alle, sogar der Kollege, also Toxic, wenn ich nicht bekannt ist fürs Rage, was eigentlich immer recht gemütlich nimmt. Der ist nicht mehr brauchen, der ist so ausgerastet in dem Game. Das ist einfach so ein scheiß Game. Da ist eine Situation, er ist eins von Swarm und er wird auf die Flagge gekneift. Klar, er ist im gegnerischen Spawn. Aber dass du gekneift wirst, macht es 1000-mal schlimmer, wenn du jetzt irgendwie weggesniped worden wärst. So was schlimm gewesen. Aber das Messer, das ist 1000-mal schlimmer. Das ist echt so voll demütigend dann und noch vor dem Spawn. Das geht gar nicht. Also mich würde es interessieren, was ihr wegen so Games wie Call of Duty oder anderen schon kaputt gemacht habt, weil ihr am Rage sind. Und ob ihr ein Ventil habt, wo ihr euren Frust vom Gamer nicht rauslassen könnt. Also kann ich irgendwie eine Statue oder so, wo ihr reinboxen könnt. Boxsack zum Beispiel. Ja, das ist irgendwie so etwas. Das würde mich sehr interessieren. Und so zu Ventil. Der Edge jetzt hier. Er hat sich im Werkunterricht, hat er mir erzählt, einen Controller gemacht. Also quasi bastelt aus Holz, aus Massivholz, also aus stabilem Holz. Und da hat er genommen, wenn es um Scheiße gelaufen ist, wenn er so am Ragen war. Und er hat gesagt, wenn der Controller nicht anders, er hat nicht lange überlebt. Und das verstand ich ja, wenn man sieht, wie er so dumm stirbt. Und auch wenn ich mit ihm am Gamen bin, dann hört man richtig. Entschuldigung. Dann hört man richtig, wie er so rumschreit, ja, er ist eins von Orbital wieder gestorben. Wenn wir dann bei den Punkten schauen, dass man wirklich sieht, dass er wirklich eins von Orbital gestorben ist. Und dann eben Swarm und Hühner raushauen. Das sagt schon richtig. Fanatic zum Beispiel, der hat auch ein gutes Ventil. Er hat ein Ikea-Tischl, also ich glaube einmal, dass es ein Ikea-Tischl ist. Und ich habe schon manches Tischl von dem, also nein, ich habe schon manches Bild von dem Tischl gesehen. So, jetzt habe ich es. Er hat in Ecken rein, immer, wenn es um Scheiße gelaufen ist, hat er immer mit der Hand reingehauen. Und letztens ist er so zu unserer Party gekommen und er sagt einfach, ich bin mit dem Tischl durch, ich bin durchs Tischl gekommen. Er hat so vielmal und so heftig drauf geschlagen, dass er seine Hand durch den Tisch durchgeboxt hat. Und überlegt euch das einmal. Ich habe mein Headset an die Wand geschmissen, der Edge macht sich einen Wurfcontroller aus Holz und Fanatic haut seine Hand durch den Tisch, nur wegen einem Game eigentlich. Es ist schon richtig episch, aber ich weiß nicht. Irgendwie, du brauchst ein Ventil, wenn du am Gamen bist, aber es ist irgendwie sau heftig, wenn man so. Eben, so Sachen macht. Ja, das war es eigentlich soweit schon mal gesehen von meinem Thema Aggression im Gamen. Wie gesagt, mich würde es wirklich interessieren, also mich interessiert was für Ventil ihr habt beim Gamen anbieten. Eben jetzt irgendwie einen Boxsack habt, oder irgendwie ins Küsschen schreien zum Aggression rauslassen oder irgend so etwas. Schreibt das doch in den Kommentar. Und ja,
Bewerten nicht vergessen natürlich. Der Unscore von dem Spiel ist 86:10. Und wenn das Gameplay ein bisschen aktiver geschaut habt, habt ihr gesehen, dass etwa 1 oder 2 Mal vom Swarm weggeholt worden ist. Und denkt mal nach, wenn nur einmal das Swarm erreicht hat, war es ein easy 100 plus Gameplay geworden. Und ja. Wenn man dann noch ein zweites Mal vorm Swarm steht und man dann im Nachhinein weiss, shit, das war 100 plus Gameplay geworden, da rage man eigentlich gar nochmal. Ja, also das war's soweit schon mal.